Eben auf dem Lande. Schöner Sommerabend, die Sonne noch hoch am Himmel, morgen der längste Tag. Vielleicht gibt es was zu erleben, manchmal ganz nette Mädchen anzutreffen in so einem Nest. Eine Louise, eine Kathrine, wie neulich in Großbistringen, war eine tolle Nacht. Äffchen hieß sie. Die Villa, von Buchen und Tannen umgeben, ein größerer Garten davor, na schön, gegen die Straße hin Hostbäume, Gemüsebeete, überall Blumen. Komisch, dass die hier Gäste nehmen, scheint eine harte Pension zu sein. Leute, die Moneten bitter reden. Hallo Traps, Sie stören gar nicht. Ich bin allein. Mein Sohn befindet sich in den Vereinigten Staaten. Da bin ich froh, hin und wieder einen Gast zu beherbergen. Meine Gäste sind Freunde, pensioniert, wie ich selbst, hergezogen ins Dorf des milden Klimas wegen, halten einen kleinen Herrenhaben ab, mit Abendessen. Ich lade sie ein, mitzumachen. Darf ich vorstellen, ein pensionierter Staatsanwalt, ein pensionierter Rechtsanwalt und Herr Pilet. Und das ist Herr Traps, Simone. Er übernachtet hier. Aber Simone, wir müssen doch erst herausbringen, wo er übernachtet will. Unsere Gäste, Herr Traps, kommen nämlich je nach ihren Eigenschaften in das hierzu bestimmte Zimmer. Sie erweisen uns nämlich durch ihren Besuch einen Dienst. Sie können mitspielen. Es ist ein etwas sonderbares Spiel. Er besteht darin, dass wir des Abends unsere alten Berufe spielen. Wir spielen Gericht. Im Allgemeinen nehmen wir die berühmten historischen Prozesse durch, den Prozess Sokrates, den Prozess Jesus, den Prozess Jeanne d'Arc, den Prozess Dreyfus, auch den Brand der Reichstagsgebäudes neulich, oder laden verschiedene geschichtliche Persönlichkeiten vor. Den Richter, den Staatsanwalt und der Verteidiger haben wir schon. Es sind dies Jahr auch Posten, bei denen eine Kenntnis der Materie und der Spiegelregeln notwendig ist. Nur die Rolle eines Angeklagten ist unbesetzt. Es ist unwichtig, was sie denn für ein Verbrechen begangen haben sollen. Ein Verbrecher lässt sich immer finden. Sehr schön. Sie anerkennen unser Gericht. Ich erhebe mein Glas, gefüllt mit braugoldenem Cognac aus dem Jahre 1893. Du hast gemordet, Alfredo Traps. Nicht mit einer Waffe, nein, allein durch die Gedankenlosigkeit der Welt, in der du lebst. Denn das alle Absicht war, wie der Staatsanwalt uns glauben machen will, scheint mir nicht so ganz bewiesen. Du hast getötet, allein dadurch, dass es dir das Nützliches war, jemanden an die Wand zu drücken, rücksichtslos vorzugehen, geschehen, was da wolle. In der Welt, die du mit deinem Studebacher durchbraustet, wäre dir nichts geschehen, aber nun bist du zu uns gekommen, in unsere stille weiße kleine Villa, zu 4 alten Männern, die in deine Welt hineingeleuchtet haben mit dem reinen Strahl der Gerechtigkeit. Sie trägt seltsame Züge, unsere Gerechtigkeit. Ich weiß, sie grinst aus 4 verfritterten Gesichtern, spiegelt sich im Monokel eines greisen Staatsanwalts, in Zwicher eines dichterischen Verteidigers, kickert aus dem zahnlosen Munden eines betrunkenen, schon etwas lernenden Richters, leuchtet rot auf der Glatze eines dicken, abgedankten Henkers. Es ist eine verkehrte, groteske, schrullige, pensionierte Gerechtigkeit, aber auch als solche eben die Gerechtigkeit, in deren Namen ich nun, mein armen, lieber Alfredo, dich zum Tode verurteile.